Eine kleine Spende. Wie asozial wird's denn heute noch? Wer zur Hölle wichst denn ins Babyklappen, Alter? Was ist denn mit euch? Habe die Ehre, ich bin's, der Birger, das ist der Conny. Das bin ich. Der ist fett, das ist der Florian. Hallo. Das ist eigentlich der Flugge mit 3G und das haben die 3 Fetten von der Lebenshilfe. Hallo. Also, wenn ihr vom Wochenende aussehen. Ja, da muss ich mir nicht Kugelschreiber zusammenschreiben. Busse zusammenschweißen. Ja, genau. Das war beim Neoplan, vielleicht das aus Lebenshilfe Busse zusammengeschweißen hat, darum gibt's nicht mehr. Da kommen wir gleich dazu. Ich muss noch warten, ich muss meinen ASMR-Moment ausnutzen. Let Bull. Let Bull? Red Bull. Ja, wir müssen uns da irgendwie was Eigenes überlegen. Irgendwie, wir brauchen irgendwas. Bist du nicht letztes Mal auf die kleine Dosen schon völlig hyperaktiv abgegangen? Also denkt halt nicht mehr die große. Ja. Ich hatte davor schon nicht drum. Ich wollte schon fast die halbe Liter Ding nehmen, aber dann habe ich gedacht, nein, heute bin ich nicht so. 1,5 Liter Big Pump Auf auf euch. 6 Mal. Was die jetzt alle mit einem Stände? Lass mir nicht schnell 3 Minuten, dass fetten können. 3 Minuten. 3 Minuten Fetten, was ist das für ein Drück dir mal Noob-Scheiß? 170 Sekunden ab. Praktisch wie bei den Kommentar von der Birgit, 10 Sekunden drin und schon bin ich fertig. True Story, Bro. True Story, Bro. Das einzige Weird an dem Ganzen ist, meine Mom heißt Birgit. Ja, und zu mir hat der Mama wie gesagt, sie sagt's keinem. Und dann schreibt sie es öffentlich auf YouTube, tolle Wurst. Dann Die nicht ist 12 so Sekunden. doof. Die ist so gemein. Dann nicht 12 Sekunden. Ja, mit Ja. Kuscheln. Oh ja, musst du es aus. Und Musst duschen. du es mal ausgeben. Und hat's geschmeckt. Und heimfahren. Aber ist Weil am Daten, fantastisch. das bist du das iPhone, bis wieder eine. Ja, normal geht es sehr schnell. Das geht sehr schnell. Sogar, ja. Ja, das letzte Mal, dass wir zusammengeguckt haben, ist wieder mal eine ganz schöne Zeit leer. Was habt ihr denn drin? Warum schaust du aus wie Vollidiot? Ja, Komisch, eine ganz blöde Geschichte. Kurz mal für unsere Zuhörer, ich habe einen Tigeranzug, ich weiß nicht, was Der da ist von ist. Team Rhythmusgymnastik übrigens. Team Was macht man bei Rhythmus. Was machen wir bei... Rhythmus? Da machen wir Rhythmusgymnastik. Das ist eigentlich eine Band. Also die machen so, ja, die haben in Köln oder Westfalen sehr bekannt. Und die machen halt nur Scheiße. Also die tanzen in Unterhosen umeinander. Ist das sowas wie JBO für Arme? Nein, witzig. Kennst du JBO überhaupt? Natürlich kenn ich JBO. Ey, ich kenne wirklich viel nicht, aber den kenne ich noch. Kennst du JBO überhaupt? Ja, war- das ist nicht so abwegig. Der war sogar mal im ist eine Dingfest, berechtigte oder? Frage. Wegendorf. Im Wegendorf. Nein, in waren die, Dingolfing war der, glaube ich, mal im Dingfest, glaube ich sogar. Ja, der JBO. Ich Ist das glaube, einer ja. bei dir, oder was? Das Na? ist eine Band. Der Ja, JBO. ja für mich ist es der JBO. Ach so. Mann, Der JBO. Ja, Ah. genau. Und die Alligator. die Alligatoren. Alligator. Der Sido kommt auf Eicherdorf. Ja, da Ja. Da gehört er hin. Sido kommt auf Eichendorf und Dream kommt auf Landau. Was, Dream? Dream kommt auf Landau, ja. Habe ich immer noch nicht wahrgenommen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Das nicht. interessiert keine Sau, glaube ich. Ah, das glaube ich schon. Aber Eichhörnchen. Ja, irgendwelche unter U18 TikTok-Spastis, aber ansonsten. Jetzt lass uns Flo in Ruhe. Ja, Herz drauf. Also der ist schon ganz okay. Ganz okay. Also ich dat mit dem schon ein Bier trinken. Sowas nicht. Sein Weißbier, das da so schmeckt. Das habe ich noch nicht probiert und Also. da haben wir gerade im Auto drüber geredet. Den hast du mir da, wie ich mit der Musik angefangen habe, hast du mir den auch schon ein paar Mal geschickt. Ja, der war gut, aber der Ja, da habe ich auch gesagt, das ist der, wenigstens erkenne ich, dass er was kann. Das Ja. ist ja schon mal in Ordnung. Ganz, soll er durch die Decke gehen, was er schon tut, offensichtlich. Ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich verfolge da nichts davon, weil das ist einfach keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich, kennst du das Meme mit dem Clint Eastwood, wo er auf seiner Dings Gran sitzt? Torino aus. Ja, und dann, so disgusting face. So bin ich mittlerweile, glaube ich. Ich kapiere es die- einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach so die nächste Generation und ich sitze da und denke mir so, wahrscheinlich bin ich einfach zu alt. Das ist einfach disgusting, jetzt lauter Behinderte. Alles klar, Wie Boomer. wir da aber schon beim Thema haben, da gibt es jetzt wieder einen neuen Trend. Das ist doch dieser, boah, also jetzt weiß ich, warum man kein TikTok benutzen sollte. Es gibt König Thomas. Wer Das der ist König dieser, Thomas? da gibt es diesen Thumb-Dance jetzt mittlerweile. Ah, Das ist ich die glaub- größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Dieser Hornauer Thomas, das ist doch praktisch, ich glaube, dass der sogar Rechter ist. Ja, ich Und würde der hat wollte so gerade sagen, eine- der ganz suspekte Kontakte. was Genau, da, das gell? ist ja ganz, ganz suspekt und der sein Kohle gemacht mit 0900er Nummern oder 090 Ja, genau. Nummern damals. Hat sich Leute richtig aus. Hat er Jamba-Pakete verkauft? Nein, der hat so Seelsorger und so hat der gemacht da über diese Nummern und hat richtig gut Kohle gescheffelt. Okay. Und ist halt so ja, ganz komisch beschreibt, ganz lange Haare, so immer so ein T-Shirt und mit so ganz komischen Wellen drauf und dann tanzen da die Leute. Dann macht der so seine Musik, hat ein Keyboard und dann tanzen da die Leute, die gehen dann in seinen Livestream mit ein und tanzen dann so ein Thumb, das ist einfach nur Fuß Ist nach das so vorne ein Typ, der ganz seltsame Theorien in die Kamera einbrabbelt? Ja. Auf einem Level von Echsenmenschen in der Erdhöhle und so ein Mist? Na, das nicht.
Aber er lässt sich zum Beispiel halt auch immer eine Audienzenstunde oder so, nennen sie das ja immer am Wochenende, da dürfen dann die Leute reinjoinen und eine Audienz bei ihm wahrnehmen und so Sachen. Ist der zufällig studierter Rechtsanwalt und eigentlich gar nicht dumm? Der ist oder nicht dumm. Man denkt sich so, der ist eigentlich sogar überdurchschnittlich ich glaub, dass das sogar intelligent, Doktor ist oder so. aber redet halt so viel Scheiße, dass du denkst, oder was ist mit dir? Ja. Ja, ich glaube, ich hab schon irgendwas im Kopf, komm bloß nicht, ich weiß nicht, ob es der ist, weil ich nicht weiß, wer er heißt. Und das ist ja wirklich, das ganz TikTok ist voll, jedes dritte Video, da sagst du einen Tum-Dance oder irgendein Video von dem. Was ist das für ein Dance? Einfach nur, dass du hier stehst, dann einfach einen Fuß nach vorne und den anderen Fuß nach vorne, also ganz easy. Behinderte Scheiße. Ja, einfach nur so zum Runterkommen, in Anführungszeichen, aber mega behindert, echt. Ja. Wirklich. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht ist doch der Podcast endlich die Plattform, wo ich endlich einmal irgendwo in der Öffentlichkeit drüber reden kann, ohne dass, weiß ich nicht, seltsame Sachen passieren. Den Typen kenne ich, weil er mal im gleichen Atemzug mit dem Drachenlord genannt wurde. Ganz komisch. Ganz komisch. Und ich verfolge dieses Game immer noch, das abdriftet in eine Richtung, da wo ich mir denke, jetzt wird es echt langsam lächerlich einfach und peinlich und was weiß ich. Jetzt erst. Und dann in den letzten 2 Wochen, der ist ja bloß noch auf TikTok unterwegs, der Dicke. Nehmen den Dicken. Ich mag... Was mit dem Göttel? Der Göttel. Er wohnt jetzt quasi in... Dick ist aber Bodyshaming, mehrgewichtig. Mehrgewichtig. Ich glaube, ihm darf man auch behinderten Fettsack nennen. Heidi Klumpen. Rainer Klumpen. Rainer Klumpen. Was ist der Typ? Ja, Rainer Klumpen. Und der sitzt da so auf TikTok umeinander und er hat ja nichts anderes mehr, überall ist er gesperrt und da hat er irgendwie so andere TikTok-Spackos gefunden. Und da sitzen sie da zu 5 oder zu 6 in so einem Raum und diskutieren miteinander. Und er spielt halt wieder die typische Opferrolle und die anderen glauben ihm das. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeschaut und habe mir gedacht, das ist wirklich der Bodensatz der Menschheit. Das ist unfassbar, was das für Trottel sind. Also da macht einer das Maul auf und du möchtest zuhören. Egal wer, da glänzt der Herr Träger fast in dieser Runde. Da wo ich mir denke, wie ist das möglich, Alter? Wie ist das möglich? Das erklärt so viel. Diese Plattform ist so behindert, das ist so krass. Haben Sie einen Rainer Klumpen seinen Pornhub-Account auch schon gesperrt? Weiß ich nicht. So, da hat er ja nicht, also, es ist hochgradig asozial, wenn ein 200 Kilo Typ ein Gummipuppen fickt. Oder sie einen 45 Zentimeter, das weiß ich gar nicht. einen 45 Zentimeter langer schwarzen Luren in seinen Arsch rendert. Das ist halt einfach, Alter. Hast du das ein bisschen angeschaut, oder wie? Ich verfolge Hater-Kanäle und die beschreiben mir das. Natürlich, ich bin daheim geguckt und hab gefett drauf. Ja, danke. Ich finde Fette geil. Ja, so wurscht. von so. Ist ja okay. Das ist halt einfach, und dann sich wundern, wenn die Leute auf einen losgingen. Das ist halt einfach, das ist so, da gibt es ein Wort, das hat sich da das kommt nicht aus dem Game, das ist jetzt das zweite Wort, es ist so utopisch, Alter. Es ist so utopisch, was da abgeht. Das ist echt verrückt. Ich habe das nie so verfolgt, weil man dachte, mit dem Scheiß mag ich nichts zum Tor haben, aber diese Randsachen, die da die haben schon zu viel. Ich weiß, ohne Scheiß, ich sitze da, ich stecke so tief in diesem Scheiß-Game drin, aber ich kann mich nicht äußern dazu, weil ich halt, wie soll ich sagen, ich mag die Leute dann nicht da haben. Weil das einfach, es ist völliger Irrsinn. Aber ich darf mich so gerne mal mit irgendjemandem drüber unterhalten, weil das einfach, das muss aus meinem Kopf raus, weil das so krass ist, das kann es kaum nicht sein. Schreib sie nieder. Der Typ schreibt Bücher, gut, er streitet es ab, dass er das geschrieben hat, und dann schafft er ungefähr 8 Seiten pro Buch und dann schreibt er so Geschichten, wo er seinen Vater währenddessen er schläft anfaucht. Oder der Junge und das Kindermädchen. Und er schreibt es so, als er ist der Junge. Und lauter so eine abartige Scheiße. Ja, aber das ist Kunst, das verstehst du nicht. Na, du weißt, was die Kunst ist? Kunst darf man alles beschreiben. Da gibt's einen Kanal, der liest es vor. Der ist irgendwie, wie er das macht, um Gottes Willen. Keine Ahnung. Den Typen möchte ich echt nicht im Knack haben. Wenn es den am Knack hast, hast du echt verschissen. Der liest diese Dinge vor. Was anderes tut er nicht. Die Kunst ist, in einem Satz so viel Rechtschreibfehlerei zum Scheißen, das schaffe ich nicht mit Absicht. Wenn nicht, das ist unfassbar. Es ist so toll, ich will jetzt so schnell Thema wechseln, weil sonst bleibt mir das Hirn stehen. Ich hab mir Lego gekauft. Ja. Guter Thema. Lego. Ich werde meinen Stream machen, wo ich Lego zusammenbaue. Das sage ich seit 3 Jahren. Über den Boba Fett Slave One habe ich mir jetzt den Kopf. Nein, den sein Schiff. Ja. Habe ich mir jetzt geholt und ich bin so angefixt. Ich habe daheim jetzt nur gleich, also ein bisschen eingekauft. Jetzt habe ich einen X-Wing und das Mando-Schiff. Und ich habe jetzt so 3 Legos daheim, weil ich jetzt so voll angefixt bin. Also. Und jetzt haben sie jetzt von Herr der Ringe Bruchtal
als Hab ich Lego. gesehen, ja. Alter, das schaut so geil aus, das kostet 500 €. Aber ich dachte, Das ist. gönn es dir, du bist es wert. Die selber wert. Du bist es. Du Du darfst es dir. Genau, du darfst da mal was Gutes tun und nicht gerade Ja, an wenn's deine die- Nudeln, wenn's sondern die- auch mal für den Geist. Wenn es Also, die oberbringt und sich in die Geschichten. Bei Ja. mir ist das der Warhammer Scheiß. Das ist ja, das das einzige. Lego, 2 Stunden das Ding zusammenbaut, das war echt einmal wieder 2 Stunden den Kopf ausschalten und nur 10 Jahre jetzt. Ja, genau War geil. das. Also Genau das ist das einzige, ich sage mal, Off-Bildschirm-Hobby ist der Warhammer-Zeug. Da wo ich vergiss, wie spät das ist, da wo Ja. ich vergiss zum Rauchen, da wo ich vergiss da sitze ich einfach da, flupp 4 Stunden vergangen, what the fuck ist denn jetzt Das ist passiert? beigegangen. Das ist bei mir Kochen. Und bei dir kocht? Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Hast du denn gekocht? Hast du was Schönes gekocht? Was hast du gekocht? Entschuldigung. Ja, meistens gucke ich eigentlich so Spaghetti Bolognese, ganz einfach, aber mit Burrata. Was ist Burrata? Burrata ist sowas wie Mozzarella, nur in weich. Dass wenn du den aufschneidest, dann läuft der aus. Boah, der ist weil aus- man mit dem, nein, weil ich man mit dem verwechsel normaler ihn. Mozzarella halt Leiter werfen kann, bekanntliche. Wenn du Recht, dann, ja. wenn's dann mit viel Eiweiß nimmst, dann schon. Der ist Die sind- flüssig. Die sind Der halb ist flüssig. Ach so. Ja, also der ist schon geil. Also das neutralisiert dann das Essen immer wieder. Musst du jetzt mit meinem Ständer? Ja, wahrscheinlich in den In Burrata. den- Der ist wie ausgekühlte Gurken. Wie der gute American Pie. Also das ist eines meiner Lieblingsgerichte. Das mache ich schon sehr gerne, ja. Ich mag da Spaghetti Carbonara, die finde ich geil. Die hasse ich zum Heute Ich mag Mali auch hast die. einfach Stani Spaghetti Bolognese mit Hackfleisch, ist einfach geil. Ja, Hab die ich das ist, gestern gegessen? Sag ich dir, das hab ich gestern gegessen. Ja, was darfst du? ja, mag ich auch gerne. Aber mein absolutes Lieblingsessen über den Winter, weil im Sommer kannst du den Riesenbatzen einfach nicht fressen, ist ein Bolognese-Gratin. Mit Sahne und mit Käse überbacken und Hackfleisch. Leck, da kann ich mir einlegen. Das ist. Ja, und dann noch Kartoffeln mit dazu. Da mag ich es auch noch gerne. Nein, nur Nudeln. Das ist dann Weil nur. Kartoffeln mag Mein ich auch Lieblingsessen gerne. war damals, da hat es Eier von Italiener gegeben und da habe ich mir Tortellini Panna al Forno geholt. Und die waren einfach Weltklasse. Aber ich habe gewusst, wenn ich die letzte Tortellini isst, dass ich 5 Minuten drauf mir die Seele aus dem Leib scheiße. Aber die waren so unglaublich gut, dass wir dieses Opfer habe ich bringen müssen. Diesen Tribut habe ich gerne bezahlt, weil die einfach so gut waren. Tribute der Tortellini. Die haben jetzt mit grausamen Tribut gefordert, aber ich habe ihn gern bezahlt. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ja, war super. Geile ist- Auf ich in hab der Küche wirklich- oder geraucht da bis zum Schluss aus. Geraucht. Ich habe einen sehr krassen Bleimagen beieinander, also ich habe extrem selten irgendwie was mit Scheißerei, Kotzerei oder sonst irgendwas. Ich kann fressen, was ich will, und wenn es 8 Uhr ablaufen ist, egal. Eine Sache ist mein Endgegner, und zwar Spaghetti Aglio Olio. Ja, das saufst einfach Flaschen Öl. Ja, das ist im Prinzip, schau halt da Flaschen Öl und dann ist es, also da kann ich die Uhr stehen danach, so, jetzt wird es zum Scheißen die nächsten 2 Stunden. Okay. Dann tut die Durchfall, Fontäne. Mann. Na, bei uns, also mir haben wir das immer ganz gern beim Super Bowl. Also eigentlich ist der Super Bowl, wir schauen heute die Halbfinale, Viertelfinale, die schauen wir halt mal nebenbei vielleicht noch, aber eigentlich schauen wir nur das Finale, einfach wieder Halbzeitshow. Und dann ist halt so, dass wir uns immer bei mir treffen mit 3, 4, 5 Leuten. Und dann mache ich halt so Ribbeil, so selber so einen Kohlsauce-Salat dazu. Und jetzt habe ich letztes Jahr auch noch so Stampfkartoffeln gemacht, die waren richtig geil. So Kartoffeln kochst, also Mini-Kartoffeln, und die dann mit einem Glas einfach nur so stampfst, auf ein Backblech legst und davor praktisch einfach in Rosmarinöl, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer einlegst und die dann eine halbe, 3 Stunden in den Ofen tust, dann hast du es innen mega weich, mega fluffig und außen mega kross, das Ding. Geil. Richtig geil. Ohne Witz. Ja, Geb. was du jetzt mit meinem zweiten Ständer? Da hilft der Weißt eh du, gleich. wir sind aufhören über das. Sollten wir aufhören, über Ja, das es zu ist reden? geil. Ja, Das ist geil, jetzt hab ich das ist Hunger. geil. Wenn man Ja, nichts ja. gegessen hat, das merkt man Ich, vielleicht. ich überlege, weil wir gerade noch mal zum Thema Lego, ich überlege auch die ganze Zeit, ich merke mir einmal wieder einfach so. Ich war vor 2 Jahren an Weihnachten mal kurz davor, dass ich mir den Millennium Falcon kaufe. Oh, lecker. Für einen verfickten Tausender. Also den alten praktisch. Den ganz großen, den du nur hinstellen kannst und dann steht er da und kann ja nicht über Also sonst ein 2000. Tausender gelangt mittlerweile nicht mehr für das Ding, glaube ich. Damals war er sogar noch für 100.000 dahergekommen, aber ich habe mir auch gedacht, das, was soll das, Alter? Das Ja, ist, den brauchst du aber. Geldscheiße hast du auch nicht, das ist halt einfach zu krass. Und dann habe Ja, ich, halt einmal was, du bist es dir wert. Ja, anscheinend ich gönne nicht. mir ja sonst nichts. Ich habe einen neuen PC. Das war so eigentlich das größte Ereignis in den letzten Tagen. Ich habe mir einen neuen PC gegönnt mit einer 490er, falls das irgendjemand was sagt, dann weiß eigentlich gleich jeder, was geschlagen Ja, hat. Pumpedüse, oder? Pumpedüse, und zwar ganz auf Zeig einem Fotos, ganz anderen so- Level. Zeig die Maschine. Ja, ist ganz geil. Doc, das ist das Einzige, was ich mir gönne. Das ist das finanziell teuerste, was in meinem Leben existiert. Da hätte ich mir 2 Autos kaufen können für meine Verhältnisse. Und jetzt ist wieder 5 Jahre absoluter spargeiler Wichser. Kein Geld ausgeben, kein Ja, es war halt fucking früher, als wir nothing. jünger waren, war es einfacher, weil das hast du mit Onkel Werner in einer anderen Währung geregelt, dass du Lego kriegst. Ja, Genau. Das war immer, es waren noch gute Zeiten, es ist einfach schnell gegangen. Es war so 10 Minuten Job und dann Ja, den hat man einfach nur in die Lehre des Legos eingeführt. seh. Zwickterming. Ja. Aber Ja, ja. was mir ich gegönnt habe, war gestern ein Zauberdinner.
Ein Zauberdinner. Ja. Also ist- ich hätte echt cool. was Es gibt ist ja das? diese Krimi-Dinner Mhm. und da spielt halt immer so Krimi nebenbei und der schaust halt nebenbei und dann isst halt immer zwischendrin so 3 bis 5 Gänge. Dann waren wir gestern, waren wir da bei diesem scheiß Zauberdinner und es war so unglaublich schlecht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe da meinen Koffer. Also Essen war top. Also nur damit ich es auch verstehe, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Man fährt da hieß in so eine Art Restaurant und da passiert eine Show um dich rundum. Genau, oder das ist praktisch vorne, das war so ein Alleinunterhalter und der war halt erstens so komplett drüber. Also wirklich ganz schlimm. Ganz schlimm. Also ich mag das ja schon. Das Finde ist halt so manche Zaubergang Sachen. Rodolfo. So zum Beispiel, der gibt dem anderen Ring, schau mal, ob da Loch drin ist. Dann sagt der andere na und dann dreht er den Ring und bist du ein Depp, natürlich ist da Loch drin. Ja, und lauter so. Das war halt das harmloseste. Da Ja, kriegt man ständig Gänsehaut vor lauter Fremdschämen. Ja. und das waren Die lauter so, Foodlapperle. lauter so Sachen. Kriegt Foodlapper Gänsehaut. Und dann einer so, was halt bei den ersten 5 Leuten gebracht hat, also auch nicht nur ein oder zweimal so, ja, wie heißt denn du? Ja, Florian, ja, darf ich dir Florian nennen oder möchtest du Bernd Thorsten? Und das hat er bei 5 Leuten gebracht. Also beim ersten Mal war es noch, okay, beim zweiten Mal war es dann schon. Ich hätte gefragt, Schlecht. möchtest du aufhören zum Reden oder Nosenblüten? Und die hat dann immer zwischen diese Gänge gemacht. So hat er ein bisschen gezaubert und mit Seil und Co. War dann schon ganz okay zum Schauen. Dann hat die Freundin von meinem Bruder hat irgendwie so ein Buch hingekriegt und dann hat er da erraten, was da drin steht. Dann hast du halt schon gemerkt, der ist nur noch geschwommen, der Typ. Der hat halt echt irgendwie so, ja, wir machen das. Nein, wir machen es jetzt anders. Wir machen jetzt das. Dann hat er so 5, 6 Mal hin und her, so dann von Zahl auf Wort oder von Wort auf Zahl. Dann wollte er die Seitenzahl erraten, statt dem Wort, das was gesagt hat. Ganz komisch. Und dann hat er halt irgendwie eine Seitenzahl aufgeschrieben, der Trick nicht funktioniert. So überhaupt nicht. Und er hat halt 2 Bücher verteilt, an anderen noch und da hat er funktioniert, aber da war er sich ja sicher, das hast du halt gemerkt. Und dann hat er aber den Trick erst zu Ende gemacht und dann ist er nochmal zu ihre hin und wollte den Trick dann, Nochmal mal. genau. Hat wieder nicht funktioniert. Was kostet Ja. sowas, dass ich mich da verarschen lasse? Und 80 Euro. da wäre ich mir lieber hergegangen und weiß ich nicht, was kriege ich für 80 Euro. Ja, weggeschmissen hätte ich es lieber. Also- O-Zenten. Das war wirklich, und dann war hinter uns ist aber auch nicht gesessen. Die war dann kurz vorne und die hat was aus seiner Hosentasche rausholen müssen und die ist gefühlt auslaufen da vorne. Die hat sich so gut gefühlt dabei. Die war mit ihrem Freund da. Das war auch Fremdschämen pur. Klangt die da in seiner Hosentaschen umeinander, also wirklich ganz pervers. Und hat sich richtig frei. Die Zuschauerin so jetzt einmal Die hat in halt dem kurz- Typen seiner Hosen. Ja, genau. Muss man angreifen. Ja, so, schau mal, ob da was drin ist, so ein Kartentrick halt. Ja, genau. Und die hat das dann richtig gut gefunden. Dann wollte die dann auch noch mit entertainen. Dann hat die dann auch noch so 2 Sprüche. So von wegen, Iris war's, oder? Na, Iris ist, weil wenn's war's, dann war ich ja tot. Das war das war der schlechteste Abend in meinem mit dem Leben. Kissen. Also, das war gestern, also wenn's Essen nicht so gut gewesen war, echt, ich war einfach. Ich hätte jetzt irgendwie gemeint, das ist was Cooles, so Na. du mit so, was weiß ich. Hab ich auch gemeint. Harry Potter mit so automatisch. Ja, das ist so richtig. Ja, Oder Cooles. irgendwas Lustiges. Ja. Oder, aber Aber nein, da mit es hat Zauberklang 2 und Leute Teufel für 200 Euro. nach der Hauptspeise gegangen. Das musst du mal überlegen. Bei 80 Euro. Ja, oder? das ist schon krass. Ja, wenn es so, wenn's so unterirdisch schlecht ist, das ist ja Wahnsinn. Wenn man das anhört, Also, und das ist jetzt nicht gerade so her. übertrieben. Ja, glaub schon. kann man mir nicht vielleicht einmal rausfinden, wer das war und uns zu dritt dann anmelden für das Ding? Das ist so versteckte Kamera Und machen. auf jedem, oh, leck. Das Ich war glaube, wirklich- darf man das? Du müsst jetzt wahrscheinlich Nein, mit du dem darfst das nicht. Du müsst jetzt wahrscheinlich mit dem Wirt das machen und dann müsst ihr jetzt halt eben danach fragen, ob du es ausstrahlen darfst, glaube ich. Aber wie es genau läuft, weiß ich auch nicht. Ja, aber der war wirklich. Nein, wenn es die Leute außer uns halt ausblöst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man es darf. So ein Metalcore-Typ oder wie? Also das müsst ihr auch wissen, jede Band, die am Anfang vom Lied macht, ist automatisch gut. Okay. Also das ist gerade für euch auch. Ich nehme meine Lieder noch mit neu auf die Fang und nimm vorne Du machst 0,2 vorne Sekunden. Genau. Und du ist ein gut Little. Das ist ganz einfach, ich weiß, warum das nicht alle dann. Der Grindcore Genau, sie liegen Sauhaufen, der ist wirklich sehr Nein, einfach zu begeistern, muss ich sagen. ist nicht Grindcore, ist Metalcore. Oh, ja. Oder Deathcore. Metal Deathcore. Gott, bist du dumm. Deathcore. Spackencore. Deathcore. 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 Habt ihr das mitgekriegt? In Kackcore. Berlin haben ein paar Polizisten beschlagnahmtes Kokain für sich beschlagnahmt. Ah, für sich geschlagen. Komisch! Das passiert momentan die ganze Zeit so seltsam. Haben sie in, Ich bin so- ich bin in so- Hamburg nicht wieder irgendwas total eskaliert? Nicht einer umeinander Ja, geschossen? da ist einer Amok gelaufen und der Zeugen Jehovas steht da drinnen. Ja, das ist krass. Der gewesen. Chris schreibt mir, zu dem kommen wir nachher noch schnell,
Er kann das Postbackel nicht abgeben, weil Brandanschlag in seiner Postfiliale. Was ist eigentlich los? Drehen alle bloß nicht durch. Keine Ahnung, da ist eigentlich beschlagnahmtes Kokain konsumieren noch ganz cool gewesen. Eigentlich. Ich bin ja ganz froh, dass ich damals nicht also ich habe damals, weiß nicht, ob ich das schon mal verzeiht habe, dass ich Einstellungstest bei der Polizei gemacht habe. Nein, habe ich ja nicht einmal gewusst. Schon her, habe ich gemacht. Jetzt Hast du weißt bestanden? Bestanden hätte ich ihn, ja, du hast damals, glaube ich, einen Schnitt von 2,5 braucht, dass du überhaupt in Erwägung gezogen wirst. Ja. Und ich habe 3,3 gehabt. Und das hat noch einer mit 2,5 geschafft und selbst den haben sie damals nicht genommen. Und als ich dann ausgelernt habe, hätten sie mich angerufen, bin ich noch bei einer angefangen. Weil Ja, Das mittlerweile kann nehmen man es ja fast alles. aber, Ja. aber ich bin mittlerweile ganz froh, sonst hätte es mich wahrscheinlich geheißen, dass es nicht in Berlin, sondern in Bayern passiert ist, dass so einer beschlagnahmtes Kokain ist. Ist da nicht auch die Sportprüfung ziemlich krass? Haben wir mit Polizisten in der Haben die Community? nicht sogar, Das ist ihre die haben doch Diplom. ein Hobby geschrieben, oder? Die haben uns damals die Noten dann gesagt, die du, wenn du die Ausbildung machst, brauchst für einen Einser und da bist du halt dann verschissener Profiathlet. Ja, Das ja. ist irre gewesen. Weil ich aus dem Bekanntenkreis weiß ich einen, der hat das probiert und der war fit. Der war fucking, es war halt zu unserer Sportzeit eigentlich noch. Der hat es probiert und hat auch gesagt, Alter, da nimmst du dich ganz anders. Wenn du meinst, du bist fit, dann sagen die Polizisten, Aber das haben werden wir sie rausfinden. das nicht alles jetzt abgeschraubt von den Anforderungen her? Ich hab Weiß keine ich, Ahnung. das weiß ich Ich nicht. glaube nämlich schon, weil es doch so viele Polizisten suchen. Das kann sein, weil sonst hätten sie mich nicht angerufen und gefragt, ob ich Nein, einer auf bin. gar keinen Fall nicht. Haben wir ein Polizistenproblem in unserem Land? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil der Rainer Klumpen alle 5 Minuten Polizisten ja nix und wieder Die nix. Personenschutzproblem. Aber Reiner gesagt, jeder kann das könnt alle jeden Tag 3 Kreuze machen, dass ich nicht Polizist geworden bin, weil ich war so eine korrupte Sau. Ich habe gesagt, wenn Ja, ihr ist wenn ihr schwierig. Pärchen aufhalten darf, dann müsst ihr hier mit dem Stock lutschen, während ihr einen Freund mit der Gnade bedrohen. Und dann müssten sie mir Geld geben, das war super. Und Strike. Was? Hey, Die ist ja nicht geladen. die schneiden wir raus, die schneiden wir raus. Ich kann sie eh nicht tun. Mit welcher Pistole bedrohst du ihn? Ich wollte gerade sagen, das kannst du da Endlich ohne, dass werden du die richtigen Polizist Fragen gestellt. Mit welchem Stock und was ist der Stock, Schnellschusspistole. welches- Oh, ganz schnell. Hier geht 10 Sekunden. Wenn man es ganz genau nimmt, kannst du es auch ohne da ohne Bulli zum sein, merke ich gerade so. Ja, schon, aber ich kann ja, es bleibt ja keiner stehen, wenn ich hinter ihm fahre. Mit dem Polizeiauto hätte ich Blaulicht, dann sagen stehen bleiben. Und dann so Führerschein Aber und ich sehe ja keiner, Fahrzeugpapiere wenn und du dann das Knüppel in die Fresse, weil du mich blöd angeschaut hast. Was bist denn jetzt? Entschuldigung. Impulskontrolle. Da genau 4 Sekunden, dann bist du kein Polizist mehr, aber sagt es kann. Aber ich bin ja kein Polizist geworden, das ist ja damit Hab ich worden. eigentlich schon erzählt, ich war ja in Teisbach im Fasching. Das ist schön. Weiß ich nicht, ob du es schon erzählt hast. Okay. Und da haben die 2 Leute Kind Der im Kind. Podcast. Okay, fangt jetzt an. Soll ich da einen richtig schönen Gruß ausrichten? Ah, hast du es abgeschmust? Na, dir aber einen die, Zipfel glaube ich, gewaschen? hätten schon Bock gehabt. Ich strapste mit meinem geil. Nonnenkleidel. Ganz geil. Das war schon geil. Das waren 2 Typen, die waren, keine Ahnung, vielleicht 20 oder so. Ja, und die können nicht geil sein. Aber dass mir die überhaupt erkannt haben, ich habe schon immer gerade schauen Wir haben können. es geheißen? Ja, was doch ihnen. Johann und Elke. Johann und Elke. Nee, das waren, Aber der Elke hat sich als Johann identifiziert und der Johann als Elke. aber das war stark. Im Nonnenkostüm und ich war wirklich gut verkleidet. Ja, ich hab's gesehen, das war Tatsächlich. schon sexy, ich hab schon ein Röhrchen Ich habe mir auch selber, ich bin wirklich vor dem Spiegel gestanden und war mir überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht. Jo, Natürlich jetzt habe ich schon. es gemacht. Schon, oder? Ja, Ja, auf jeden Fall. Also Strapsen machen wirklich, wenn halt- du so richtig, wenn du gar kein Selbstwertgefühl von dir hast, dann zieh dir Strapsen an. Ja, das klang Und du so bist geil an, wirklich, das fühlt sich nicht nur geil an, du kriegst ein richtiges Ego-Push. Du fühlst dich richtig, warum tragen das Frauen nicht immer? Weißt du, was find der das so geil einfach. weißt, was der meist geschriebene Hashtag bei mir in die Livestreams ist? Birgit Vollidiot. Auch, das ist der zweite. Flocki Okay. mit 3G. Das ist der dritte. Okay, Kanne ist Und der geil. erste ist Strapse. Warum? So, weil es ein super lustiges Wort ist. Und weil Strapse immer automatisch Weiber scharf machen. Egal, fast egal. Das ist Tatsache wahr, ja. Fast egal. Und an was liegt das? Das ist einfach nur Säcke lang. Nein, Aber das was ist soll einfach nur das? geil. Es ist einfach Ja, nur, natürlich ist es geil, aber es ist einfach nur Säcke. Warum? Steht die alle da? Ja, Nudes? Okay. Nudes in Stockings? Was du jetzt mit meinem Ständer? Ja. Ja, ist halt wirklich so. Das macht, Warum? das macht fast jede Frau. Ja, was? Fast jede Frau attraktiv. Also es macht's, aber jede Frau macht's attraktiv, wer? Ja, genau. Das stimmt, ja. Das Ist stimmt. auf alle Und Fälle. Oder auch ohne dieses anderen. Band. Es gibt ja diese Bänder auch noch. Ja. Es ist ja auch eigentlich nur das Bandel, glaube Ja, ich. ich habe ja Strapse gehabt und so ein Bandel drüber. Und der Bandel drin. Mit so Schwarze Clip Strapsen und mit mit so so- Clips auf zu den Unterhosen. Na, das nicht. Ah, Aber ich habe nice. eine Spitzenunterwäsche noch Ah, drunter schon gehabt. geil, Alter. Ich, Im Ernst jetzt? Ja. Okay. ich wichs mir Das jetzt ans soll sich- Arschloch voll. Das ist echt ein perverser Scheiß hier. Flip aus, Aber es ja. war richtig geil, echt. Ja, Also ich weiß, würde wieder tun. Straps ist dann schon geil. Ich melde mir mal einen Straps. Also wenn du das Büttel sehen möchtest, einfach nur bei mir auf Instagram schauen. Ist alles auf Instagram. Sehr schön.
Brauchen wir doch noch einen P-Hub-Kanal. Und einen OnlyFans. Mann, jetzt hab ja sogar ich einen Ständer. Hey. Kann man mir jetzt bitte endlich einmal Strapsbeutel per E-Mail kriegen? Das war mir super. Das war echt Ja. geil. Wenn man Nein, mir Im Internet gibt es uns gar nicht. ja, ich Wir suche wollen schon das die ein ganze bisschen Zeit. persönlicher. Könnt ihr da bitte dann auch den Namen mit Edding auf euren Oberschenkel Ja, dazuschreiben? das war Kani, ganz Flo wichtig. oder Birger? Wie man gehört, ja. Wenn wir schon bei so perverse Themen sind, USA-Forscher haben herausgefunden, dass in den letzten 29 Jahren die Penisse um 24% gewachsen sind. Ja, toll. Und meiner nicht. Ja, also, So merke ich nichts davon. du hast, Wow, 24%. Das ist 1 Zentimeter. sie sind sehr verwundert auf alle Fälle. Ja, aber Ja, ist das dann die kommt- Frage, ja. da ist aber dann die Frage, ist dann das bei der Frau gleichermaßen nicht Gleich- gewachsen, sondern geschrumpft? Also der Eingang gewachsen. So meinst du, dass die weil die- Höhlen tiefer geworden sind. Genau. Dass man, Also wurscht denn aus der Schule bis zum Schellauf rennen können. ja, aber es war immer so witzig, wie der so kurz ein bisschen aus den Nosen ausgeschaut hat. Wenn du seinen Bauch ein bisschen sexuell aufverdruckt. Weißt du, warum der Flatterpfähler? Das ist ja so, wenn du den Bauchnabel so außen hast, da hat man einen zu fest Eindruck, glaube ich. Nein, nicht so. Ja, ja. Oh, das ist eine geile Theorie eigentlich. Was zur Hölle hat das für Themen halt? Die asoziale Drecksscheiße! Aber geile Theorie. Nur Hurensohn-Themen! Nein, du bist ja widerlegt gerade die Theorie. neidisch. Das muss so sein. Gerade weil deiner die 24% Beitrag hat zu den 24%. Ja, irgendjemand muss gegen die Quote arbeiten. Das stimmt auch wieder. Das haben wir drei anscheinend. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Oh Gott im Himmel, Alter. Was geben wir der Folge für einen Titel? Keine Ahnung. Drachenlord in Strapsen. Das war der beste Apropos Clickbait-Titel. Drachenlord in Strapsen, 24% mehr. 24% Nur mehr heute. Drachenlord in Strapsen. Aber ich habe jetzt auch gelesen, die Tage ist so jetzt so. Aus Lego. Lass mich ausreden. Nein. Okay. Es soll jetzt also ein Potenzmittel für die Herren geben, oder? Gibt's doch schon lange. Ja, aber- Die Nein, blaue nicht Pille. Potenzmittel, Entschuldigung, nicht Potenzmittel. Oh mein Gott, das ist peinlich. So dumm. Sein Verhütungsmittel, oh mein Gott. Ja, gibt's auch schon lange. Also ist Na, das aber eine jetzt- Spritzen? Das ist Pille, wie oder? ein Medikament, wie eine Pille für Mann, ja. Echt? Und die haben es jetzt an Mäusen und Co. getestet, die haben da recht ähnlich in dem Verhalten. Die wichsen auch den ganzen Tag. Ja, weil ich Da so sind wir ein nur kleines 4 Chromosomen von Mäusen entfernt. Ja. Ja, aber die haben den längeren Schwanz. Verdammt. Ja, aber wir kämen langsam rum. Aber dafür ist er dünn. Und ja, soll jetzt dann auch kommen. Aber wer haut dich denn solche Hormone in die Aber Fresse? echt, Wer ist denn so behindert? wird denn sowas? Das macht doch kein Mensch Nein, war doch freiwillig. kein Mensch freiwillig. Ist es überhaupt hormonbasiert? Weiß man das? Keine Ahnung. Ich hab's nur gelesen, dass das Keine an Ahnung. Mäusen Gott, getestet wo worden geht denn der Titel? Drachenlord 24% Ja, jetzt, mehr auf jetzt sagen wir, lenken wir jetzt erst einmal vom Verhütungsmittel. Thema ab und fangen wir erst In einmal irgendwo einen Strapsen. Sponsor haben. Haben wir Haben wir das ja, das ist mal ein Sponsor. in Strapsen und Potenzmittel. Was? Haben wir einen Sponsor? Ja, Weil ein Sponsor. Florian Hoffentlich hat- Flocke. Ob Ja. du es glaubst oder nicht. Wir Warum? haben halt tatsächlich einen Sponsor. wer ist denn wieder die Speziwirtschaft oder was? Wer ist wieder Speziwirtschaft oder was? ja gar nicht. Wir haben halt tatsächlich einen Sponsor. Und zwar der Chris. Ein guter und mittlerweile sehr langer Freund von mir ist Comiczeichner und der Erschaffer vom Trachtman. Der Trachtman ist ein Superheld, ein bayerischer Superheld, der, je nachdem was für eine Halbe das er sich eingondelt, verschiedene Superkräfte kriegt. Und der Chris hat uns da halt einen Haufen Sachen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel Comics und Poster und Sticker und Bierfutzel und Duftbammerl und was weiß ich. Und eine lustige kleine Figur, die er übrigens selber gemacht hat. Es gibt sogar eine Actionfigur. Die habe ich leider Gottes, haben die zwei Vollidioten die wieder irgendwo hingerannt. Oh, Okay. da steht's. Ich Vollidiot hab's da hergerannt. Super tolle Geschichte. So, was hab ich jetzt da wieder mit zum tun? Ich übersetze an Chris seine Comics seit Folge 3 auf Borisch. Und er zeichnet für uns zum Beispiel unser Logo, unsere kleine Karikaturen und solche Geschichten. Ich würde auf alle Fälle einmal vorschlagen, ihr geht jetzt auf trachtman.de und gondelt euch einmal so ein Comic-Heft alleine. Gibt's in die verschiedensten Varianten auf Hochdeutsch, auf Borisch, mit verschiedenen Variant-Cover und Zeig und Klump. Und als kleines Zuckerl schreibst du eine Speziwirtschaft in der Bestellung in der Anmerkung. Dann legt euch noch ein paar Sachen dazu, wie eben Sticker, Duftbammerl, Bierfutzel, Aufkleber, Poster und was weiß ich was alles sein. Friends of the Sun, reinschauen. Mehr sag ich nicht. Hallo. Geht's weiter. Sicherlich geht's weiter. Waren wir Stäbeln bei irgendwelchen Verhütungsmittelsachen? Tabletten. Ja, Weiß ich nicht, der Pipi-Bülle. Pipi-Pille. Ja. Weiß man da schon was zum Wirkungsgrad? Wie effektiv das ist? Ja, täglich, also wenn du das innerhalb von 24 oder 48 Stunden nimmst, zu 99,9%. Cool, Leute. Und dann flacht es halt immer wieder ab, immer mehr ab. Also man muss das Kann in drum alle Zukunft 2 auf- Tage einfressen. Also es ist und- praktisch ein Platzschuss. Warte.
Platzschuss. Platzschuss, Patronen. Patronenplatzschuss. Boah, Das war geil, dann kann ich in Zukunft auf Wörter. Bahnhoftoilettenbrillen aufwichsen in die Weibertoiletten und hab kein Problem mehr, dass dann noch jemand schwanger wird. Ich weiß das so nicht, weil ich weiß ja gar nicht, dass das du warst. Das nicht, aber ich weiß halt dann, im Herzen weiß ich, da draußen rennen Kinder von mir rum und Das will kein Mensch, tut mir Karl. halt irgendwie Das will weh, kein Mensch. dass die ohne Vater groß werden. Schön, dass der Kani die Babyklappe schont. Das beste Beispiel. Wir können ja Frage. fragen, dass er in die Babyklappe. Eine kleine Spende. Wie asozial wird's denn halt noch? Wer zur Hölle wichst denn in Babyklappen, Alter? Was ist denn mit euch? Ja, wo tust du sonst meine Eine kleine Tempos? Spende. Du bist so, Alter, das ist die schönste Beleidigung, die uns seit langem meldet. Du bist so asozial, du wichst in Babyklappen. Was soll denn das? Und wer von weiter Weg eintrifft, der hat gewonnen, Alter. Kekswichsen auf einem Level. Next Level Keks. Genau. Und einer stellt sich hier, macht sich aber auf und zu und das ist dann eine zusätzliche Herausforderung. 50-50 Genau. Chance. Und wer nicht trifft, muss auschecken. Oh Das Gott. wird super, das Spiel, das lassen wir patentieren. Ja, das wird ein super Spiel. Das wird richtig gut. Das letzte Mal Oh, haben wir... Babyklappenschneider. Und- Jetzt wundert euch, warum uns keiner mehr her. Mich wundert das Ja, tatsächlich. weil es alle in der Babyklappen stehen. Die haben keine Zeit, dass sie so schauen. Ich frage mich, warum das wirklich jemand anschaut oder anhört oder weiß geil geil. ist. Geil, oder? Ich glaube, da standen Kommentare drin, die es versiehst, Leid an Montag. stimmt. Ohne Scheiß, der Titel Drachenlord in Strapsen wichst in die Babyklappe 24% Zusatzwert. Alle Zusatzvolumen. 24% Zuwachs. Wir haben uns Alle. letztes Mal unterhalten gehabt mit ein paar Leuten und da ging es ums Thema Kinder kriegen. Und ich weiß, wie es dazu steht, aber ich habe gesagt, ich möchte keinen. Da mag mein Leben nicht für ein Kind hergeben und so. Das mag ich einfach Das sehe nicht. ich ganz genau. So, ja. Ich lebe halt so, wie ich jetzt lebe, das passt, ich brauche kein Kind. Und dann habe ich gesagt, was auch so Funke davon ist, ist, wie die Welt sich entwickelt. Also ich das einfach ein wenig kritisch sehe, Bei ob mir das noch einer- so geil ist, aber ist gerade ein kleiner Funke, der Hauptfunke ist eben, ich habe keinen Bock drauf. Aber dann haben sie sich an den Funken aufgehängt, dass ich sage, wie die Welt sich entwickelt, weil dann hat es mich geheißen, ja, aber das ist auch nicht so richtig, weil dann nimmst ja du dem Kind praktisch die Entscheidung, was das Kind aus dem Leben macht. Da denke ich so, ich nehme dem Kind, was weiß ich, wie viele Millionen Kinder habe ich die Entscheidung schon genommen, indem ich in Tempos eingewichst habe. Also bitte, was ist denn das für ein Mörder! Ja, jedes Mal mit Verhüten ist die Kinder Entscheidung nehmen, oder wie? Ja. Also, komm, Ist bei mir ein ziemlich großer Punkt. Der ist 50-50. Genau die gleichen Gründe, aber wirklich 50-50. Ich halte es für grob fahrlässig, auf diesen Drecksplaneten jetzt der Kind zu zeugen, das in eine Zeit wahrscheinlich einwächst, wo der Planet untergeht. Das garantiert. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich wir kriegen es auch noch mit. wahrscheinlich sauber zu jung unseren Podcast hört. Sauber zu unseren Podcast. Das kannst du nicht schreiben. Ich stell mir vor, wir hätten Kinder. Jetzt bin ich in Babyklappen gejietet. Das kennen wir immer noch. Papa, Mama, wie kann Onkel Werner von dem Lego kriegen? Für einen 10-Minuten-Job. Jetzt wissen wir wenigstens, warum die so durchflutschen. Das kann ich dir genau erklären. Und im Hintergrund hörst du einen Reißverschluss. Genau. Und so, Ich hätte schon gern Kinder. 2. ja? Ja, aber erst ein Burm und dann ein Mädel. Der Burm muss dann boxen können, dass das Mädel mal beschützen kann. Ich wollte jetzt drauf tippen, dass es zusammenschlagen kann. Was? Nein, das macht der Na, Spaß. Das macht der 10 halbe Flocki. Wenn er heimgeht und doch der Lästige ist, das scheiß Maul! Boah, was ist denn das? Ja, keine Ahnung, warum du dein Was Kind ist schon wieder der schlagst, Korb bevor du es mit überhaupt hast. hat gestern auf Nacht, bevor ich ins Bett gegangen bin, wieder sein Grantig-Saft getrunken. Und dann hat er mir so eine blaue Augen gezeigt. Und dann hat er wieder eine kleine Schwester von mir umgebracht. Mitten ins Tempo. 4 Millionen davon. Ja, genau. Und Eines von 80 speisen Millionen. Oh. Leck mich, leck. Heute ist hochgradig unterirdisch. Ja, sollen wir mal in die Tierwelt wechseln? Weil ich habe Ja, nämlich mal. gelesen, dass ein Orca-Pärchen 17 Haie umgebracht hat und hat nur einen Das hab ich auch gesehen. in die Lebern gegessen, wie der Hannibal. Ja, Man hab ich sagt, auch gesehen. Nein, Hab ich gelesen, sagen wir es so. Irre. Orcas sind schon krasse Viecher eigentlich. Aber Die warum haben- fressen sie nicht Lebern? Sie sind wie der Hannibal. Haben uns das ein paar Pfeffer dazu Weiß ich gemacht? nicht. Ich glaube, weil die haben Orcas nicht auch unfasslich schlau, so wie Ja, Delfine das- und so ein Scheiß. das sind- Und Delfine speien sie auch mit sich selbst. Jetzt nicht, wir haben nicht schon wieder bei diesem Thema. Die bloßen zum Beispiel, wenn sie halt, wenn nicht die da allein, dann bloßen sie so unter Wasser halt so Luftringel und mit denen speien sie sich dann. Ja. Das zeugt halt offensichtlich irgendwie von unfassbar viel Intelligenz für so einen Mann, das Fisch. Es ist ja kein Fisch, es ist ein Säugetier, aber ist egal. Und bei Orcas, glaube ich, ist es auch. Säugefisch. Bei Orcas, glaube ich, ist das auch. Hast du schon mal gesehen, wie die Robben fangen? Ja, das ist nicht schön. Das ist krass, vor allem wie es das machen. Da haben so, wie nennt man das, Eisschollen, groß und da ist eine Robbe oben.
Und das wissen die Orca-Typen. Und dann sammeln sie die Orca-Typen, so was weiß ich, Der Gender. Orkentypen und Tussis, Entschuldigung, Typinnen. Orca-Innen außen. Und schwimmen da mit ganz viel Karacho nebeneinander auf die Eisscholle hin und schworn die Robbe hinten oben. Ja. Hinten wartet einer und frisst's. Das wäre schon krass. Das ist ja gar nicht blöd. Das sag ich auch, das sag ich nicht. Und vielleicht denken sie das so, delicious. Voll weggeschossen. Ihr Hai seid sowieso lauter Arschlöcher. Genau. Jetzt bringen wir euch um, einfach zum Spaß. Und frisst mir ja lieber. Und dann, weil... da Warum muss ich- Kleber? Das ist voll Warum asozial. Das ist Kleber? wie warme Streichwurst. Gut, die wird nicht warm gewesen sein, aber trotzdem ist es asozial. Weiß ich nicht. Warum ein Streichwurst? Ja, im Meer wird es jetzt nicht warm sein. War da eine Erklärung dabei oder Mutmaßungen, warum es das deren? Nein, leider nicht. Ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die das vielleicht zum Spaß deren. Deren das nicht auch Schimpansen zum Spaß Ja, Artgenossen umbringen ich und glaube, ich habe auch schon fressen. mal was gelesen, dass die irgendwas machen. Was voll gestört ist, ich habe das letzte Mal ein Video gesehen, ich glaube, es war ein Hirschen oder so, und der hat dann in seinem hat ein riesiges Geweih gehabt und in dem Geweih war Ja, hab ich auch gesehen. ein Hirschkopf. Und dann habe ich das gelesen, dass die miteinander kämpfen und so stur sind, bis dann entweder alle zwei sterben oder einer stirbt, und wenn nur einer stirbt, dann zirkt er die ganze Zeit den toten Kopf mit, wenn er sich verhängt hat, bis irgendwann der Kopf praktisch vom Körper abreißt, weil er abfault, und dann hängt halt einfach der Shell von seinem... Ja. Was ist mit euch? Da hängt der andere Hirschen. Hirschenschell hängt dran und schaut ihm die ganze Zeit Ja. den Daumen so ein, weil er halt so da drin hängt, und auf der anderen Seite kannst du in seinen Kopf und einschauen und Was- sagst, was Wirbelsäule ausstehen. So Ja. Oh. Die Tierwelt ist eine sehr Natur. verstörte Scheiße. Da hab ich mich, wo ich hängen geblieben bin, auf ganz viele Videos, da gibt es einen Typen, der lässt die vor die ganzen Viecher Stecher. Ob es jetzt irgendwie die schwarze Hornisse ist oder sowas oder so. Warum? Ameisen. Da habe ich mich mal erwischt, da habe ich glaube ich eine halbe Stunde ein Video so geschaut, wo sie ihn am Stich hat lassen von den ganzen Viecher. Einfach nur zum Schauen, wie er reagiert. Da fängt es schon bei mir an, dass ich mir das nicht gescheit anschauen kann. Sag ich dir, wie es Ja, ist, das weil tut das ja so selber krass weh. ausschaut. Oder ich komme da so hineinversetzt, dass sie das bei mir so, da denke ich mir so, Alter, fick dich. Ja, Wenn er so ein Skorpion zusticht oder so. Voll asozial. Oder irgend so Ding, hau ab, Alter. Ja, das, die schlimmsten Schmerzen, der hat da so eine Skala gemacht, mehr oder weniger, so für die Schmerzen her, weil er alles eigentlich schon probiert hat. Und da gibt es so die stärkste ist anscheinend so Ameisen, weil die so brennt. Und Das habe ich auch schon mal gesehen. Das sind also Riesenameisen und Ja. die müssen den krassesten Schmerz verursachen, den es gibt. die auf der beißen da Welt. da rein und innerhalb von einer Minute oder sowas ist das ja alles auch schon dick und der legt sich ja wirklich am Boden hier und kann den Arm nicht mehr rühren. Also das ist wirklich brutal. Ja. Also das ist aber cooler hab ich zum schon Anschauen, gesehen. aber ich merke das jetzt nicht selber. Nein, absolut nicht. Ja, da bin ich... Sage danke, dass du das machst, dann werde ich die Ameisen Hast du schon mal meiden. gesehen, wie ich weiß nicht warum, da habe ich dann auch ganz schnell weggeschnitten, aber ich hab's gesehen, das hat sich leider Gottes innerhalb von 0,1 Sekunden in mein Dämmlackhirn einbringt. Wenn, ich weiß nicht, was für Schlangen das war, das hat ihn irgendwo in den Arm oder in den Tent oder sonst irgendwas bissen. Und dann ist er halt zum Doktor, dann ist die angeschwollen, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Das ist, als wäre es ein Stumpen. Der hat seine Finger nicht mehr rühren können, gar nichts. Und wie man das, wir sind sagen, weggemacht, die schneiden ihm einfach ins Fleisch rundherum so eine, dann platzt das alles sehr auf und dann musst du warten, bis es abgeschwellt. Ich hab das gesehen, wie es das aufschneidet. Ich bin da gekommen. Oh, Nein, warum? Das ist dann wie bei so einer Blasen. oder was? Alter. Ich weiß nicht, wirst du das, die schneiden da einen Zentimeter tief in die Schwellung ein. Da ist ja nichts drin, da kommt kein weiße Salz oder irgendeine richtig ekelhaften Scheiße, sondern einfach nur, und dann platzt das halt so auf in diese, ich flipp. Apropos so weißen Schlotz. Warum erzählen das überhaupt? Hat sich da so fasziniert von so Pickel-Videos, wenn es die anschaut? Ja, Dr. Pimpelpopper. Ja. Was ist denn, warum denn? Wir haben uns immer angeschaut und das ist so, Das ist so spielt richtig- richtig, wie es man Ja. wenn du einen Speichel schon kurz vom Kotzen einschießt und dann wird so, das ist so, Aber du musst es wer länger durchholt, was schon. Aber du musst es dann schon fertig anschauen immer. Ja, schon. Also das befriedigt dann Nein, auch, wenn ich wenn es dann ausdruckt ist. Da Ich bin ich nicht. ganz ehrlich. Ich Musst du mal wirklich schauen. Nein, Ja, muss ich nicht wirklich schauen. gibt's ja So da so Fall, richtig weil es schön wirklich. befriedigendes Gefühl. Ja. Muss ich nicht wirklich Doch, schauen. das so, ich schicke Doch. dir jeden Tag Bilder. Aus, Schluss, Amen. Ja, dann blocke ich die endgültig, weil deine scheiß Fitnessstudio-Fotos, Die sind super. Die haben super hässlich. ich flipp aus. Die haben Ohne wirklich. Shaming, tut man nicht. Ja, aber bei dem Body da ich mich auch schämen. Ich out mich offiziell, ich bin Bodyshamer und jetzt? Wie sagt der echte So Gangster? cool. Was willst du tun? Was möchtest du jetzt tun? Was möchtest du tun? Du bist ein fetter Vollidiot, nicht weil du schwere Knochen hast oder weil es genetisch veranlagt ist, nein, weil du am Tag 28 Happy Meals einrennst, du fetter Vollidiot. Ja, aber wenn sie mir schmecken, wenn ich nichts anderes vertrage. Ja, dann darf ich Ja. auch sagen, du bist fett. Nee. Ich bin auch fett. Fette Scheißen. Fette Scheißen. Du warst das so Belehrt. angedickt. Du mit deinen fette Ich Scheißen. bin leicht angedickt, ja. Nein, du bist angedickt. Nicht leicht angedickt, du bist angedickt. Angedickt. Angedickt ist ein schönes Wort. Das ist richtig Hashtag angedickt, ab in die Kommentare. Nee. So und so Wort.
Ausgetickt. Angetickt, so ein Scheißtrick. Das ist aber echt die geile, die geilen, Schweißflecken in der Bauchfalten. die geilen Fettsäcke, wenn sie mir sagen, "Mei, ich brauch so gerade anschauen, dann habe ich schon zugenommen. Ja, aber es liegt drauf, dass es dann noch frisst, du fetter Haufen Sag's doch. Heidi Klumpen. Darf man sagen, Heidi Klum? Ja. Ja, ist halt so. Es ist nun mal so. Ja. Du frisst fett, bist fett, was soll ich jetzt sagen dazu? Wieso darf ich das nicht sagen? Wieso, ja, natürlich darf ich sagen, aber wieso bin ich denn der Buhmann? Ja, weil es eher einen Spiegel was Gesicht. Na, aber wir haben den Vorteil, Ich sag's Nein, die du musst Hungerhageln, wenn ich sag, da regt sich keiner auf. Nein. Schaut, die Supermodels von vor 10 Jahren. Kruzifix gibt's denen was zum Essen, weil den nächsten strengen Winter überleben sie nicht. Da regt sich keiner auf drüber. Oh, das ist ja Bodyshaming. Ja, bei dir. Ja, aber die verhungert gleich, Alter, die stirbt halt gleich. Aber unser Vorteil ist Die halt, haben wir dürfen mal gegessen. Witze über Dicke machen, weil man selber dick kann. Aber jetzt stell mal vor, wir waren mal dünn und dann sagen wir über dicke Apps. Das war nicht gut. Das war ein No-Go. Dicke dürfen über dicke reden. Was sollten die Leute sagen? Das sagt man nicht, ja, und ich hab's trotzdem gesagt. Was möchtest du tun? Ja, da gibt es viele so Beispiele, aber ich Halt muss auf jetzt die nicht. Schnauze. Manchmal denke ich mir das auch bei so, wenn du die leichtesten Andeutungen von irgendwas hast, ja, das ist rassistisch, dann mehr die am lieben einfach mal in die Kamera sagen, ja und? Sei nicht über ein Nazi. Ja und? Ja, wir dürfen über Onkel Werner Witze machen, wie ein kleiner Kinderbums. Das ist die lustige Doppelmoral. Ja, It's a über trap. das, wir dürfen da so Da darf hart ich Witze machen drüber über Kinderfickerei. Das ist Aber- dein Ernst, aber ich darf dann nicht sagen, du fettes Arschloch, frisst zu viel. Das ist dein Ernst? Nee, Nee. Du musst dazu sagen, dass er fett ist und gleichzeitig Kinder bumst. Dann geht's wieder. der bumst nur, der hat einen Fetisch, der fickt fette Kinder. Dann geht's. Das kann man jetzt noch steigern, aber das lassen wir. Alle, hol dein Maul, wenn ich gerade trinke. Diese Folge ist so asozial unterirdisch. Wer schaut's ihm das an? Ich nicht. Ich sag's, wie es ist. Ja, ich schon. Ich bin raus. Ich muss irgendwas zusammenschneiden aus der Scheiße da. Also, wenn man das mal kann Strike kassieren, dann weiß ich auch. Mach ich nicht mit sowas. Fette. Aber es hat sich ja keiner gemeldet wegen einem Fitnessstudio. Also wir kämen auch gar nichts für unsere Figur eigentlich. Ja, das stimmt ja Weil wieder. eigentlich wird man ein Fitnessstudio-Sponsor, aber... Ja, stimmt. Warum? Was ist mit dem Warum? Fitnessstudio-Betreiber? Was hat's denn? Alter, so knickert? Ich sag's euch, was ist, ich darf uns auch nicht einlassen. Doch, das war unglaublich unfantig witzig. Und ich Der dachte, dann echt zwar als Gewicht stimmen. das mir hätte ich Das war denken. richtig. Ja, Aber kannst du dann bitte der Hand direkt... Ins Arschloch eine, ja, wie so ein So, Bowlingkugel. ich möchte bitte, dass uns beide so in Tee. So. Okay, Abwechselnd so. Und dann Schulter drücken. was der wir jetzt mit unserem Ständer? Der haben wir jetzt mit unserem Finger im Po. Mexiko. Mexiko. Halle. Haben wir heute einmal irgendein halbwegs seriöses Thema, seriöse Frage? Ich hab da was Schönes draufstehen. Nein, ich habe noch eine Frage. Aber wir nicht- Nein, ich habe keine Frage nicht. Aber Bitte, hauen Sie hier raus. Bitte hebt das Birger, Niveau ich an, hab's- Flo. Nein, es wäre nicht besser. Ich hab's wieder getan, Birger. Was hast du schon wieder gesagt? Ich war schon wieder in der Bussi-Bussi. Ja, gar, du hast das mit Bussi gekriegt. Nein! Du bist das hier ein Mongo, Alter. Aber da habe ich eine gute Geschichte. Da habe ich auch nicht angesprochen, in der Bussi-Bussi. Sie die oder du Ja, sie? sie mich. Sei ehrlich. Na, Sei ehrlich. Bin ich ehrlich? Ich schwör. Okay, ja, okay. Ich schwör. Okay. Voll was? Ich hab erst, ja, ich Dann hast du gesagt, Gott, bist du hässlich, kannst du bitte gehen. Nein, das war. Aber schon es das ist fast Ohrspucker, genauso. nicht Ohrsprecher, Jetzt halt der das- Maul. Na, erst hast du mich so ein bisschen tanzt, dann hast du mich so angesprochen und dann habe ich halt irgendwas zurückgesagt. Und dann ist nur Wortlaut 1:1 so: Alter, du bist der Preis oder was? Wow, jetzt habt ihr beide nicht aufpassen. Ja, war Ihr seid überhaupt nicht solche lustig. Wichser. Also ich hab schon gehört, Na, das war so dumm, das war okay. auf dem Niveau von deiner Zaubershow. Was hat's gesagt? Alter, bist du ein Preis oder was? Aber so richtig bäuerlich. Also das ist ja so eine richtige Bauerndisco da. Also so richtig. Das ist mir klar, sie Ja. als Bussi war, was hast du denn erwartet? Ja, aber ich habe halt nicht erwartet, dass Was, dann jetzt so im sogar ersten, Bussi allen? im ersten Satz das Druck kommt. Was war denn das allererste, was soll ich denn einfach hergehen und gesagt, wo bist du Preis oder Kurz was? leider, ich war pumpen. Dann Dann hab ich was, Hallo, wo bist du Preis oder was? nein, irgendwas hast du gesagt, da habe ich irgendwas geantwortet und dann kam, Geil Alter, eigentlich. bist du Preis Wer ist oder das was? Help, falls du zuschaust? Ich lade dich mal ein da. Ja. Na bitte nicht. Lieber Geile und die da Nummer. sitzen und Die sehen. war, Geile die war sehr, Geile die war Nummer. sehr unsympathisch. Das war sehr Ja, recht unsympathisch. hat's aber ein bisschen. Du bist der scheiß Preis, ja. Das hat wehgetan. Ja, redet da nochmal gescheit, oder? Was soll Nein, ich nein, ich weiß ja, dass du es kannst, aber irgendwann schützt du mal das Hirn aus und dann kommt wieder hier so eine hochdeutsche Käse. Ja, da war ich nervös, als wenn mir mal eine Frau ausspricht. Schau mich an. Ja, gut. Ja. Lass ich gehen. Danke. Bin ich Lass froh. ich gehen. Lass ich gehen. Bin ich froh drum. Aber sonst Niveau ist Ähm, tatsächlich nicht kommen. Na? Nein. Hat's nicht. Hat's nicht Schafft tatsächlich. halt, schaffen wir halt, glaube ich, nicht so richtig. Ein Thema Dann sag ich mal, hab ich noch. dann kommen wir noch tiefer. Was gibt's nur für einen asozialen Scheiß? Nein, Haben wir nicht so Was? einen Affenkommentar gehört? Wo einer wieder nicht kapiert, was der Unterschied zwischen Rezo und Bali war? Ja, leck, ja, stimmt. Was Krieg war? jetzt Kotzen. Ja, der Johannes in der letzten Folge. Oh, ob sie diese Folge war, weiß ich nicht mehr. Super Folge! Gesprächspunkt für nächste Folge. Habt ihr schon gehört, dass das Rezo, ehemalige Bali, ja, was jetzt? zugesperrt hat und abgebrochen wird? Macht's weiter.
Also das erste ist einmal, das muss Rezo drüber, ist nicht das ehemalige Bali, sondern das ehemalige Ja. Paladin, wo auch immer, aber das Aladdin. Bali ist in Eckenfällen und das Rezo ist in Simbach. Also so eine Scheiße, wenn ich nochmal liest, dann blockieren wir die auf dem Kanal. Ohne Scheiß. Fake News verbreiten, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und im Bullshit Rezo war drum. doch eine Abrissparty vor der Abrissparty. Ja, genau, Bevor also zugemacht das haben. haben wir mitgekriegt, dass sie zugemacht haben, Ja. weil die Leute nämlich vor der eigentlichen Abrissparty schon so, Aber vorher, so da haben wir eskaliert es sind, dass sie gesagt haben, sie wollen es lieber nicht noch mit einer echten Abrissparty beenden, sondern beenden es jetzt gleich. Witzig eigentlich. Ich Vielleicht glaube, haben sie das- ein Pissoirs und so oben drin, oder? das- Ich habe keine Ahnung. Die waren doch schon vor 15 Jahren aber drin, wie ich da noch eingegangen bin. Ja, aber ich glaube, die haben in der Zeit wieder nein, Hido. Haben sie denn Keine Ahnung, die Schatz. Toiletten im Rezo, die waren irgendwie auf Anschlag. Ja. Ich bin da einmal eine, weil es gibt ja nichts Schlimmes, wenn du in der Disco bist und sagst, du musst wursten. Das ist eh schon. Wurst? Ja, das Wurst weißt du. ist auch ein sehr Das weißt schönes du. Wort. Ei, Auf alle Fälle, ja, und, da hat's mir da schon gelangt, gut, dann gehst du eine, erste Glas gemacht, und dann eine gekotzt, nichts weggeputzt, alles voll gespült. Das zweite eine Spritzwurf an die Schüssel ohne lassen, das dritte eine gegangen, da war überall Blut. Dann, was zur Hölle, ich möchte doch nur aufs Klo! Und dann bist du die Mann um mich. Nein, ich bin in den Raucherbereich und hab vom Bauzaun das rausgeschissen. das war wirklich oft so, ja. Das war ganz Und ich bizarr. finde da im Rezo in die Toiletten, da ist da immer so, da ist irgendwie das Wasser gestanden. Ja, da Das ist immer war so ein alles Pisslocker komplett- drin, da wusst du nicht gewusst, das kommt jetzt das aus die Und Wasser dann so rein, jeder, oder ist- der Scheiß aus Fliegen draußen nur für einen Euro auf den Teller werfen. Nein, der Scheiß Für was ist die überhaupt da? Ist die nicht eigentlich da, dass die hinten neu Ja, zumindest offensichtlich einmal nicht. so macht? Die ist zum Schmusen da. Ja, ich glaube, Ich bin auf den Teller geschissen für das. vorbeigegangen am Teller eingesagt. Und hast du den 2-Euro-Stück genommen und hast den Igel nein, gemacht, draus sauber, das soll noch jetzt. Die 2 Euro Stückel einen Igel Grütze, draus gemacht. Das ist Ah, schön. leg das Rezo. Ja, das war Zeiten. Das ist wirklich auch schon ganz schön lang her, gell? Zum Glück muss ich Das da ist nicht mehr wirklich- Das ist, da ist auch, das war so der erste Schritt in die nächste Generation, wie man gespannt hat, so, boah, leck, ich mag da nicht mehr hin. Ja. Und nur ganz kurze Zeit vorher hat es nichts Geiles gegeben am Wochenende. Boah, ich mag endlich ins Reso fahren oder auf eine Ruhestadt fahren oder auf was weiß ich was. Und jetzt denken wir so, Alter, bitte bringt's mir lieber um, als statt dass ich mich da noch mehr in diesen Idiotenhaufen einhocke. Wir waren mal im Rezo, letztes Jahr bin ich da noch mal rein, da waren wir auf einem Konzert und beim Zurückfahren haben wir gesagt, jetzt schauen wir noch ins Rezo auf eine halbe rein. Ungefähr 12 Leute drin gewesen, die Hälfte davon waren Angestellte. Und das war halt dann immer auch so geil, weil da waren nicht dann Leute, die man kennt hat und du gewusst, die sind auch so 30, 35 und haben die ganze Zeit allein die Tanzfläche unsicher gemacht. Gegenüber die ganzen jungen Mädel, sind sie sich. Ei, das ist Ich bin da schwierig. gesessen, hab mit Bier so ein bisschen dahin gesippt und hab mir gedacht, na. Tornado. Ja, genau, schnell raus damit. Weg damit. Das ist echt grenzwertig peinlich gewesen, die Ja, Leute das zu kann man schauen. sich ja gut vorstellen. Das MGM war aber übrigens geil. Ja, das war eigentlich den mein verschiedenen Hauptbezug. Da war ich Areas, nie das Ja. war- drin. Da war ich nie Mit den drin. verschiedenen Areas, das war super. Immer im Peter Pan. Weiß ich nicht, Ja. ob ich das da schon mal erzählt habe im Aber Podcast. ziemlich abgebrannte Ich bin Stimmung immer, immer. waren wir vorher immer bei mir da, weil bei mir war immer alles wurscht, die Ja. ganze Bude da drin, das ist ja im Prinzip mein Kinderzimmer, haben wir da vorgelegt. Und dann sind wir da hingefahren um 11 Uhr. Dann bin ich reingegangen, also du gehst ja eine, links ins Bar, geh links hin, leg am 50 hin, sag für 50 Euro Jägermeister-Stamperl. Dann hab ich, was weiß ich, wie viel, ich glaube einen Euro oder was kostet, keine Ahnung, hab ich 50 Jägermeister-Stamperl gehabt, die hab ich mir da in meinem Pulli wie einer da. Dann bin ich den ganzen Abend, hab ich halt da meine Hände drin gehabt, aber einen Auftritt und weggeschmissen. Und das die ganze Zeit. Und auf das Zeug habe ich dann des Öfteren natürlich gespielt, ist ja eh klar. Komisch. Und Das war dann das ist natürlich der, irgendwann. das ist der, ja, das ist der Grund, warum ich mich Jägermeister Endboss nenne und gleichzeitig keinen mehr saufen kann. Geht nicht, mit dem wenn ich bloß riech, oh leck, Alter. Oh leck. Wir sind alt, wie hat's damals geheißen? Das Das ist war, gut ist fürs ja dann Auge. voll das Trendgetränk geworden. Ja, Das ja. ist ein Altherrenschnaps. Nein, ist gut fürs Bauch. Das ist gut fürs Bauer, ja, das sollte ich mir dort nie Das ist verstehen. immer Vielleicht gut. kommt da mal Bleimagen her, wer weiß das schon. Das kann wirklich sein. Innen Ja. drin gut ausgespachtelt. Ausgespachtelt. Der Ist aber ausgeschwappt. Ja. und ordentlich aufgeräumt in dem Ranzen. drin, ja. Ach ja, nein, so ein Stamperl-Jager ist schön fein. Und Dings habe ich gern getrunken. Das ist der Touchdown. Das ist schon der orange-rote Cocktail, oder? Ja, Der aber die Touchdown. mag ich nicht so. Der schmeckt so cremig, oder den, wenn du speibst, der schmeckt das ist der einzige Ding, wo ich festgestellt habe, den, wenn du speibst, der schmeckt beim Speien noch mehr genauso, wie du es getrunken hast und du musst nicht noch mehr speiben. Also, wenn es trinkst muss und ich- kotzen möchtest, dann einen Touchdown habt das doppelte Erlebnis. Das muss ich Das am ist wie mit Psuffer Chili. sowieso nicht. Wenn ich Psuffer gespimmt hab, dann hat mir das nie was ausgemacht. Aber nüchtern speimen, das ist das Schlimmste auf der Welt. Ja, vor allem, wenn es nicht gescheit geht. Ja, und Oder wenn wenn's das halt gar zeigt, nicht- wenn's halt gar nicht in der speibst Nose oder so. drinnen hängt und was weiß ich, und dann musst du noch mehr speimen, weißt speibst, weil sie so viel graust. Und jetzt stellst du dir vor, das ist nur Jägermeister-Plörre, die da rauskriegt Ja, und ist die geil. in der Und Nase. Leberkäse. Und die in der Nase ist echt Das unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Das ist echt unangenehm. Ah, zauberhaft war das. Ich habe noch nie gespimmt. Da kann ich Halt doch nicht. dein Maul, du Lügenmaul. Das letzte Mal gespimmt. Gestern. Boah, na. Doch, Na. vorher. Vom Aufnehmen. Boah, wann habe ich das letzte Mal gespimmt? Jetzt. Das ist schon eine Zeit her. Jetzt. Ich kann es Letztes Mal. eigentlich nicht auswendig sagen. Lass mich noch mal aufnehmen. Kannst du nicht sagen. Ich muss mir Gestern. überlegen, sag ich dir, was es ist. Auch nicht. Nein, ich war gestern nicht fort. Ich war gestern Zauberei.
Es ist so dumm, wie sie das jetzt vielleicht alt, aber vielleicht hat man auch nach 20 Jahren Saufen wie ein Behinderter vielleicht irgendwann einmal herausgefunden, bis hierhin und nicht weiter, weil dann musst du kotzen. Das habe ich eigentlich So schon ein ganz gut Schwachsinn. unter Kontrolle. Meistens schon. Ich glaube, das letzte Mal, als ich gespielt habe, war es nüchtern. Und deswegen habe ich das jetzt gerade noch so im Kopf, wie ekelhaft das ist, wenn es nüchtern speien muss, weil da bin ich krank geworden oder habe Lebensmittelvergiftung, so einen Scheiß habe ich mir eingefangen und dann bitte sei besoffen und speien, habe ich mir gedacht. Ich speie mir halt immer so ob schwach. letztes Jahr noch am Weinfest, weiß ich nicht. Da habe ich mir dann Corona geholt, das weiß ich noch. Bin am nächsten Tag aufgewacht und war fast gestorben vor lauter Körper. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist dem Rausch geschuldet. Und einmal am Sonntag durchgeschlafen, dann ist es wieder einigermaßen gegangen nach einem Tag. Und habe dann nochmal festgestellt, so, oh, Corona-Test positiv. Ich habe da, glaube ich, keine Zeit, dass ich gespielt, ich weiß es nicht mehr. Aber Wein, bist du gleich auf der Flasche Wein speibst. Ja, das Problem ist ja, wenn du Wein nicht regelmäßig trinkst, dann saufst du die noch nicht, wie das Bier saufst. Ja, genau. Und dann schützt und Ja. dann hast du, ja, Da habe ich ja, doch, da habe ich auch Und nämlich- der ist auch nicht shit zum Speiben, sag ich dir, wie es ist. Nein. Das? ja, Wein ist auch. Ich habe so, ich hab von einer Freundin immer den Tipp, die ist da bei so, nicht so Weinmessen, aber so bei diesen ganzen guten Weinverköstigungen, oder? und so Sachen, da Weinprobe. verköstigt die das Ganze Bei die Guts. bei die Guten. Kennt ihr so die Guten, oder? Gell? Ja, Ah, ist gut. ein Weinguts. Ah, das passt. Ein guten Weinguts. Gut. Nein, ja, was ist denn die... Ja, heute ist schon wurscht, und zwei die Folge Weingut- oder die Kuh vom Tier. Hallo, was ist denn die Mehrzahl von Weingut? Gut innen. Weingüter. Du ahnungsloser Preisenschell. So, okay. Na, und da... Wahrscheinlich stimmt Stimmt. überhaupt nicht. wahrscheinlich stimmt. Wir können ja gar nicht nachschauen, das ist mir wurscht. Das sind die Güter. Das ist gute Güte. Na, und der... Gute Güte, Die gute empfiehlt mir immer Güte. einen Wein und den bestellen wir dann. Aber der Egal kann wie blind gut du vertrauen. feierst, Birger fährt Güte. Heute mal geht weiter. Den mag ich. Auf jeden Fall kriege ich da immer, dem empfiehlt man immer einen Wein und ich mag diesen fruchtigen. Und der schmeckt Robbie halt, Bubble. genau den. Der ballert nämlich richtig. Der ist richtig heavy. Der schießt der kleinen Der Kopf ist rein. voll, oder? Aber Robbie Bubble ist doch ein Sekt. Ist doch ein Sekt. Weiß ich nicht. Doch. Bin ich nicht so bewandert in dem Ich Bereich. schon. Ah, okay. In dem Bild bin ich voll drin. Hier. Robbie Bubble Gangster. Ja, und den Wein, der ist so gefährlich, weil der hat auch 11-14%, je nachdem. Gefahrgut. Der Wein ist nicht nur gut, es ist nicht nur ein Weingut, sondern auch Gefahrgut. So ein Scheiß. Das war auch echt. Egal wie gut du fährst. Ich fahr Gefahrgüter. Ach Mann, halt dein Maul. Halt dein Maul, verzeih mir, oh Gott. Also die Folge, die werden wir wahrscheinlich nicht ausstrahlen können. Ne? Ey, ist das Ja, schlecht? Oh, ich kann nichts mehr sehen von lauter Behinderten. Ich fahr ruhig voll. Jetzt redet weiter. Bitte, verzeih von dem Gefahrengut. Ich glaube, ich mag's. Und der schmeckt halt wirklich wie so Robbie Bubble oder so. Also so, der schmeckt einfach nur süß und Wie Sekt. Also ein Wein, der wie Sekt schmeckt. Ja, Ja, aber in einem den, Sekt ist den, ja der mal kurz in Sprudel drin, Soda-Stream oder? ein, dann schmeckt er wie Sekt. Ja, Aber da ist ja Sprudel drin, oder? In dem Sekt. in einem Sekt. Im Ja, Sekt deswegen schon. haben wir ja den Ja, aber Soda-Stream deswegen- Spruch gehabt. Auf jeden Fall. ist so dumm. Ja, mei, lassen einfach. Ja, los, schmerzen den offen. Ah, echt so. Schmerzen gerade, dass die Luft schön wird, das sauber. Aber der ist wirklich gefährlich, weil der schmeckt so unglaublich gut und oh Mann, fick doch, jetzt ist Schluss. Also ich hätte mit Eckkorn mehr bis dahin, oder? Und wie schlimm ist das, wenn du nur jetzt unter dem Auto fahren diese Tonspur hören musst. Einer versucht irgendwas von Weingut und Gefahrengut und im Hintergrund die ganze Zeit. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Irgendwer sponsert die Folge. Tja, selber schuld. Irgendjemand sponsert die. Scheiße. Keine Ahnung, wer. Keine Ahnung. Ich glaube, dieser Trachtmann. Vielleicht sollten wir da. Der gute alte Da Tracht. kann man einmal ein bisschen ein normales Thema einbringen, ob ihr das mitgekriegt, dass in Ja. Dänemark bis 2016 Viecher fehlen und der Fanat. Geil! Geil! das war- Haben wir da nicht eine ganze Folge drüber gemacht? Das in Großbritannien haben doch, glaube 200 Firmen die 4-Tage-Woche geprüft. Und, Ja. Oh! Ja. Das ist wirklich ein Und dass interessantes der Großteil, den man jetzt auch umsetzt, weil sie festgestellt haben, dass der wieder mal, wie alle Studien zum Thema 4-Tage-Woche oder 6-Stunden-Tage und so weiter, dass es effizienter ist, dass der Umsatz aufgeht. Und was sagt Deutschland? 40 Stunden arbeiten reichen nicht aus, wir müssen mehr machen. Ja. Ja. 2 Jahre später in Rente gehe, aus 40 Stunden machen wir 50 Stunden oder 46 gehe und machen wir am besten nur eine 5-Tage-Woche. Schnauze halten, weiterarbeiten, kommt Genau. sie auch nicht auf die Idee, Bitte irgendwie Folter selber und hochzunehmen. Bandel, du Trottel. Ja, genau. Das ist übrigens jetzt dein Leben. Aber im gleichen Atemzug gehen die Depressionen und Co. gehen ja komplett hoch. Die keine steigen Ahnung, ja Ja, auch aber wieso? stell dir mal nicht so, heißt dann. Ja, genau. Du dir nicht, was stellst du Genau. so? Ja, jetzt scheiß dir mal in den was Tosen, kommt Alter. oder was? Ja, genau. Ja, so ist. Aber echt, kann man sich mal nicht so stellen. Na. Das ist ein Thema, über das kann man wahrscheinlich eine ganze Folge füllen.
Das heben wir uns auf. 4-Stunden-Woche. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das und die damit einhergehende Depression und in was für einem scheiß Sklavenrad eigentlich jeder drin hockt. Bei einer 4-Tage-Woche. Das ist es, da geht da wie richtig aggro, wenn es um das Ja, Thema genau. geht. Richtig krass aggro. Über alteingesessene Chefs, die wirklich umeinander rennen und meinen, nicht geschimpft, das glaubt genug, Ja. darfst du froh sein, dass du Arbeit hast und Ja, so einen genau. Scheißdreck. Da kriege ich so einen Kotzanfall, dass alles zrau. Sei dankbar, dass ich die bei mir arbeiten lasse. Ja, so ungefähr. Aber wenn du auf die Idee kommst, hey, das hast du super gemacht, wir haben alle eine Familie. Komisch, genau. wir haben auf einmal dann keine Familie mehr, wenn ich 5 Euro mehr möchte. Merci dir, habe Ehre. Das ist was, aber ich glaube, also so unfähig die heranwachsende Generation sein wird. Weil alles aus meine Lippen zu einem Lied bewegen und mit meinem Ohren Kamera wackeln, mehr glaube ich kann die nicht. Aber sie wächst ein bisschen bewusster mit, ich hasse das Wort, weil es schon wieder so ein geschwollener Scheiß ist, utopisch. Work-Life-Balance. Ja. Aber anders kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Ja, aber es ist halt auch das Die wachsen da mit einem anderen Bewusstsein auf, als das wir noch da haben. Ja, und bei uns, oder sagen wir mal in unserer Generation, merkst du zumindest bei einigen schon das Umschnackeln, dass die den Wert erkennen. Ja. Aber du hast ja da so, sag ich mal, so 50-50-Ding. Du hast ein paar von den Vollidioten, die meinen 70 Stunden immer noch arbeiten, zwingen. ist richtig geil. Und schau mir an, wie viele Überstunden das ich gemacht habe, bin so toll und ich sage, und die Zeit, die du für Überstunden verschissen hast, die habe ich gezockt, gewichst und gesoffen und gefeiert und Spaß gehabt und mein Leben genossen. Genau. Und bin nicht für irgendeinen mir völlig fremden Menschen sonst irgendwo umeinander gesessen und krieg nicht mal irgendein Danke oder sonst was dafür. Für die ist das dann noch einen gewissen Teil mehr kriegst. Nee, Weil das es ist Ja, in dem ja, Land nun mal, das sind jetzt gelungen, nicht an den Haaren herbeigezogene Zahlen, aber wahrscheinlich 90% der Arbeitnehmer, deren das für jemand anderen in der Arbeit Was hast du denn gehen. gehört? Ich glaube 2019 oder 2020 war eine Studie, wo es geheißen hat, dass ungefähr 1 Milliarde unbezahlte Überstunden in Deutschland gemacht worden sind. Und vor allem, wann wird dann Unbezahlt, wann wird wohlgemerkt. dann das in dein Hirn hineingepflanzt, dass du irgendwie ein weniger wert bist, wenn du nicht 40 Stunden arbeitest? Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe das Thema in meiner alten Arbeit gehabt, weil ich meine Arbeit auf die Zeit schneller geschafft habe als ein anderer. Der hat sich jetzt eine 43 Stunden Zeit lassen und ich wollte nach 38 Stunden oder meistens auch schon vorher fertig, weil ich einfach ein bisschen zügiger gearbeitet habe. Aber ich war der Depp, weil ich nach 38 Stunden heimgegangen bin und der andere, der für die gleiche Arbeit genauso lang und meistens sogar noch falsch 5 Stunden länger drin gesessen ist, der war besser, weil er länger gesessen ist. Wie dumm! das ist ja oft einfach das, dass man einfach früh in manchen Berufen, also natürlich nicht bei mir, aber oft ist es einfach so, dass man seine Zeit absitzt. Ja. Du hast praktisch ein Ziel oder zwei Ziele. Ich sag das frei und offen, ist mir scheißegal. In meiner Community ist bekannt, dass ich schon lang vor YouTube nur halbtags gearbeitet habe. Ja. Weil ich in der Schule schon umeinander gerannt bin und hab mir gedacht, Alter, ihr freut euch alle, dass ihr aus der Schule rauskommt, ihr Vollidioten. Wir gehen jetzt gerade um 5 nach 1 ist die Schule gut, dann macht man vielleicht eine halbe Stunde Hausaufgaben und dann ist Halligalli Drecksau-Party. Und dann nix mehr. Du Vollidiot, du Trauriger, du gehst jetzt dann, wenn du da raus bist, um 8 Uhr in der Arbeit und vor 6 Uhr kommst du da nicht mehr raus. Wer hat denn da Bock drauf? Seid ihr alle ein bisschen dumm im Kopf? Ja, das denke ich mir immer. Und hab da zumindest versucht, mal mehr, mal weniger, darauf hinzuarbeiten, dass ich nur noch halbtags arbeite und davon leben kann. Natürlich verdiene ich da nicht einen Teufel damit. Aber ganz ehrlich, von einem Tag auf den anderen bin ich von einer 40 Stunden auf eine, gut, 22 Stunden, also nicht ganz halbtags, aber halt fast aber. Ich habe genau die gleiche Arbeit gemacht wie vorher. Bloß halt schneller. Ja, genau. Das ist ja oft Und damit das sage ich ganz offen und ehrlich so, weil du in den 8 Stunden, dann geht da mal einen Kaffee Ja, freilich. Dann gehst du mal nicht da rauchen. da bitte geschäfteln da Ganz und genau, da. Genau. Weil Und kein Mensch was ist, weiß wie gesagt, das sind ja tausende Studien, du bist 8 Stunden am Tag nicht effektiv. Es ist ja, und ich finde es ja Und interessant. wer es ist ein Vollidiot. der liegt halt auch einfach Nein, das nur. geht ja gar nicht. Du Ja, kannst und ja nicht- es mag schon Leute geben, die wirklich 8 Stunden fokussiert durcharbeiten. Ja, dann sage ich, du na, bist aber ein Vollidiot. Studien sagen ja auch, also was ich jetzt in der, ich weiß nicht, ob, Halt, stopp! jetzt rede ich. Mir geht voll auf den Sack, dass die Kamera immer bloß eine halbe Stunde dauern kann. Oh, jetzt, red weiter. Oh Mann, jetzt weiß ich Was jetzt bei Gott. verdammt. Auf jeden Fall, so Studien besagen ja auch, dass du effektiv arbeitest am Tag für deine 8 Stunden, im Schnitt 2 Stunden. Die, wo du in Arbeit investierst. Ja. Da, wo du wirklich arbeitest, da, wo du keine Ja. Mails liest, da, wo du nicht ans Telefon gehst, sondern wirklich in die Arbeit investierst. Deswegen finde ich, es ist oft, es geht natürlich nicht in allen Jobs, aber du solltest oft nach Zielen arbeiten. Du sagst, Black sagt, du hast diese Woche das Ziel. Wenn du mit dem Ziel fertig bist, dann die als Arbeitgeber sagen, okay, dann gehst du nach Hause. Du wirst Also, Ja, noch ist aber Dann dann wirst wieder das lachen. Problem, dass die manche mit Ziele, das gibt es nämlich, viele arbeiten mit Ziele, aber die scheißen dir mit unerreichbaren Ziele vor. Also, Ja, genau. Das ist ein Genau, gefährliches Ding, natürlich dass ist die es da ein wieder. gefährliches Ding, aber es ist halt auch so, wenn du jetzt 8 Stunden drin sitzt und du hast deine Ja. Aufgabe nach 4 Stunden erledigt, dann sitzt halt 4 Stunden drin. Ja, genau. Und das Das wollen sie ist- nicht. Ja, aber warum? Weiß ich nicht, weil es einfach wirklich Das meinen, ist wenn ein, du da das ist sitzt, ein bist Thema, du. na? Ich verstehe die anderen Seiten, die Seite des Chefs verstehe ich schon auch.
du kostet denen einen Haufen Geld. Brauchen wir nicht schmerzen, es ist egal, wie viel das verdienst, es ist einfach ein Haufen Geld. Und wenn ich dann der Chefmann bin, dann da die auch schlucken und sagen, wieso soll ich da jetzt das gleiche Geld zahlen für die 2 Stunden, wenn ich die aber 4 Stunden da habe und wenn ich dahinter war, kann ich dich dazu bringen, dass du in die restlichen 2 Stunden auch noch was tust, ob du es magst oder nicht. Ja, aber du zahlst das nicht dafür, dass du da bist, sondern für die Arbeit. Für deine Zeit zu wenig. Genau. Ja. Nicht für deine Arbeit. Ja, aber kommt aber drauf, ja, wie gesagt, das ist schwierig. Du sagst, aus der Arbeitnehmersicht, finde ich, sagt man das anders. Ich finde, ich habe auch immer bei mir das Gefühl gehabt, ich würde zahlt für das, was ich kann, nicht für die Zeit, wo ich da bin. Aber der Vertrag regelt Zeit. Der Genau. Vertrag regelt Richtig, ja ja, nicht das deine stimmt. Tätigkeit. Das stimmt, ja, das ist Normalerweise, ja sage ich mal, ja. regelt Da der sind sie Zeit. wahrscheinlich sogar noch ziemlich froh drum, weil dann darf man nämlich sonst von Provisionen und Gewinnbeteiligungen und was weiß ich was automatisch schmerzen, was zum Beispiel bei uns nicht gibt. Oder in meinem Business gibt es das Also, einfach nicht. Bei der Spezi-Wirtschaft gibt es keine Gewinnprovision. No, ich habe noch keinen Cent nicht gesehen in dem Ja, Hurenlohn. Das ist absolut klar, ihr Wichser! Sogar das scheiße Bull müssen wir uns selber kaufen. Finanzamt. Stimmt. Ja. Kein Spritgeld und nichts kriege. Ja, verpisst Also Wahrscheinlich setzt das auch noch ab. Die Rechnung möchte. Ja. Aber über die Arbeitswelt kann man mal eine ganze Folge lang schimpfen. Das ist wirklich wahr, ja. Das das kann man kann wirklich, weil da steckt man halt auch gerade mittendrin und mit Sicherheit auch viele von euch Zuschauern und Zuhörern. Und das ist also ein Thema, da wie richtig krass lästig, wenn mir ein paar Sachen einfallen. Aber das Schon Thema wieder kann das ist man was, weil mir das einfach anfuckt. Diese Mentalität bei Ja. uns so, ich will mir was arbeiten. Ja. Ich habe allerdings bei mir auch so ein bisschen, ein kleiner Studentenhaus. Weil wenn ich mir von irgendwelchen 18-jährigen Leuten hören muss, die ein Semester vom Pappzeug gekriegt haben, wie ich meine Arbeit zu machen habe, dann muss ich sagen, hast du einen Vollschlag oder was? Schau, das ist schleichst ein Trottel. Trottel. Arbeite mal 5 Jahre und leb von dem Geld und dann kannst du mitschmerzen. Das Thema kann man ganz einfach regeln, dass man mir einfach an 3-Mann-Sponsor kriegen. Jeder sein eigener. Ja, und, ja, genau. Geil, das ist eine gute Idee. Der wohnt halt nicht nach Zeit, sondern nach Leistung. Phase Bezahlt. 1, Phase 2, Phase 3, Profit. Genau. Und im schlimmsten Fall machen wir das dann wöchentlich, also da ich mich dann wirklich opfern, aber da muss halt dann natürlich auch der Sponsorpreis. Da muss der stimmen. Sponsorpreis Das passen. muss Dafür passen. da ich mich dann wirklich opfern. Da ich jetzt, Das werden wir uns gleich mal vormerken für die nächste Aber Folge wie machen in wir die das Arbeitswelt hineinprügeln. ja, weil aber da- pass auf, wir machen dann jede Woche nur eine halbe Stunde. wir schneiden jetzt unsere Folgen in 2 Teile. Immer wenn der Sponsor kommt, machen wir einfach und der muss uns eine Folge gehen. Das ist eine richtig gute Idee. Ja. Profit, Florian. Profit, das ist es. Profitflug. Du hast aufgenommen, verdammt. Unsere Hunderte und Tausende von Euros, die wir vor allem mit Spotify machen. So, präsentieren. Ich glaube, im Stream habe ich es schon mal erzählt, was die Leute schätzen, was man mit Spotify und mit 50.000 Streams und mehr, was man da so verdient. Zwickel 20? Zwickel 20 und Zwickel 24. Ah, schon her. Ungefähr, ja. Du Das bist geht dann nicht auch, wirklich du genau bist dann hin. auch ein gemachter Mann. Aber dafür sind die ganzen Kosten noch nicht abgezogen. Das ist stimmt, ja, die haben noch nicht abgezogen. Wenn du eine Gegenrechnung gemacht, müssen wir mal Also wir schauen. zahlen für euch drauf. Ja. Gerne. Fight Your Legends Alles, dagegen. alles für den Club, alles für die späte Wirtschaft. Kotzt mich an. Kotzt mich an. Richtig schlimm. Und dann musst du so brunstdumme Kommentare anhören mit das Riso, sieh mal die Balli. Ja, genau. So ein Scheiß. Jetzt lass mal einen Hansi in Röder kommen. Nein, so kotzt, Hansi. Da hat er sich halt für Dober Wans, Balli. Das ist Eng What's Fan. Fan. Hansi Du hast jetzt nicht sogar wieder Bali? Ich kann glaub, sein. du hast Ist- sogar ist- wieder Bali. Danke, Ei Bali. Jetzt machen wir das also in seiner, die versteht sie nicht. Jo. Und ich hoffe, es verstehen, So lustig. das verstehen da da hoffentlich in wird's der jetzt viel Community von dir auch keiner, schauen. sonst wird's Aha. eng. So, jetzt ist Schluss. So, wie die Schluss hochgestuft. jetzt, echt? Schon wieder? Ja, jetzt hast jetzt, was? Machen wir jetzt noch einen Short draus aus dem Ganzen. Machen wir einen Short, ja? Ja, machen wir einen Short. Der wird richtig asozial. Das ist egal, was Wie ich kann man die, ausschneide. Das wie wird kann man die einfach Welle assi von links nach rechts machen? Einfach einmal durch. Schwul. Ich wollte einfach nur Hand anhalten. Ah, geil. So, und jetzt verpisst euch. Kann ich im ersten wieder einen asozialen Scheißbeitrag. War alles So bloß Babyklaut mehr lernen, du asozialer Wichser. wissenschaftlich fundierte Scheiße. Wissenschaftlich fundiertes Expertisengespräch. Deutsche Sprache, schöne Sprache. Florian, danke für deinen Beitrag. Unbelievable Girl. Und ich klopfe mir einfach selber auf die Schulter. Ich mag eigentlich gar nicht da sein. Mach mal Klopfst du mir auf die Schulter? Wieder Knädel. Spacken. Bist du bloß Programmer, was man nicht. So, jetzt verpisst euch, bis zum nächsten Mal. Hab ich die Nervt's Ehre. Auf Wiederhören und Wiederschauen. Wie regt mein Stuhl auf da? Du regst mich auf. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Mütze. Kann man sich übrigens Also Das das ist jetzt du- mal, dass wir das es mal ist schaffen, klasse. dass wir heimlich unter einer Folge wichst da von uns. Hab ich- Das nenne ich die Bürger-Challenge, da habe ich letztes Mal drüber nachgedacht, wenn es in einem Podcast, also ungelogen, erst gestern habe ich einen anderen Podcast gesehen und Mika habe gedacht, es war die absolute Bürger-Challenge, wenn du unterm Podcast, in einem Live-Podcast, unterm Tisch wichst und darf natürlich keiner was singen
Aber es soll schon sichtbar sein, so, oh, leck du Ass. Und Ja, wenn du oder- das schaffst. Oder alternativ, da gibt es doch da diese Vibratoren für Frauen. Ja. Die Ja, muss ja, dann praktisch ja. einfach nur einer hat das Ding in der Hand und der andere darf es aber nicht unkennen lassen, wann das Ding läuft. Das ist eine gute Idee. Aber wie steckt man den ins Arschloch dann, oder was da mal wieder? Ja, für Frauen gibt es den halt Guckst du für dir da, einfach auf, aber für keine Ahnung, das lohnt schon wahrscheinlich. ja, aber mein Gott, der Kandidat hat sich da 100% opfern dafür. Also, Kann man, so, die Folge immer noch nicht gut, was ist jetzt verpisst euch mit dir? Ich muss mir Arschloch dehnen für den Vibrator. ja, Keine Zeit mehr. für das, dass wir keine Themen gehabt haben, haben wir sehr, sehr weit Arsch, ist das abgerutscht. halt fast ein bisschen zu weit gegangen. Alle, aber es ist genau richtig, genau für das haben wir Das war uns richtig zusammengekommen. arschsozial Das heute. war richtig Das war geil. richtig asozial. Also in Babyklappen einschleudern ist wirklich. Mit Auf- und Zurückklappen.